Mein Name ist Daniel Mertes, ich arbeite bei der Wurzelbildung und ich begrüße dich ganz herzlich hier am Bischofszelt, an einem Bischofszelt wird der Wurzelbildung schon seit vielen Jahren immer zur Zeit von der Oktavfeier am Bahnhof von der Kathedrale abricht, wo in die schönsten Bücher aus allen verschiedenen Bereichen kaufen kommen. 2 Jahre hatten wir eine Pause, Covid-bedingt, aber wir sind wir froh, heute zu sehen und ich bin ganz froh, dass ich auch nicht länger hier sitze. Mir schon mal ein Invité geholt und das ist der Pater Theo Klein, den dieses Jahr den Oktavprediger ist. Guten Mittag, Theo. Ja, guten Mittag. Den Theo Klein, für kurz zu sagen, mit wem wir heute zu dienen haben, den aus 1959 heute zu Lützeburg auf die Welt kam. Ich habe gelesen als Infirmier von Beruf. Ja. Und wie ist der Weg vom Theo Klein dann du weitergegangen bis zum Oktavprediger? Pater Theo Klein. Also für alle Recht mal eine große Merci für die Invitation und ich will auch der Wurzelbildung und noch Arbeit am Bischofszelt unterstützen. Ich fand das eine immens gute Sache. Ich komme vielleicht dahin, für auf meine Person zurückzukommen. Also ich war Infirmier an der Zita-Klinik, ich habe 2 Jahre geschafft. Und ich wollte aber schon als Jung immer geistlich gehen, aber ich war nie so richtig sicher, ob das mein Weg auch wäre. Und es waren verschiedene Evenementen in meinem Leben, unter anderem ein schweres Accident, das ich mit 14 Jahren hatte, wo ich mir auch frohen über den Sinn vom Leben gestaltet habe. Und ich hatte, nachdem ich den Diplom als Infirmier gemacht habe, 1980, eine Begegnung mit dem Frère Roger Schütz zu Thésée. Und das war just an einer Zeit, wo ich wirklich geschwankt habe. Ich wusste nicht richtig, in welche Richtung mein Leben soll hingehen. Ich habe mich auch bestürden. Ja, ich wusste nicht so richtig. Und ich war aber auch immer ob für einen geistlichen Beruf. Und ich hatte auch immer die Zeit, die ganz gute Pastor zu beggen. Den hat mich immer encouragiert, dann der so, geh mal für dich schaffen. Und dann um Diplom sind ich nach 2 Jahren schaffen gegangen. Ich war dann noch bei einem Stack. Die Zeit war das nach einem Männerstack. Ich hatte auch Stage gemacht auf Frauenstag. Ich war auch an der Maternität. Die Zeit war das eine Revolution, dass ich als Mann, als Infirmier konnte bei Frauen arbeiten. Und dann habe ich die 2 Jahre dann nach an der Zita geschafft, für auch Verantwortung können zu überholen. Und ich meine, es lehrt den nicht, wenn ein Diplom an der Hand hat, mit lehrt den Recht, wenn wirklich Terrain ist. Und das hat mir auch wirklich gut getan. Und das war in einer Zeit auch, wo die Jesuspatren, die hatten dann ein Haus an der Belge zu Buswal bei Louvain-la-Neuve für Jungleute abgemacht. Ein Noviziat, dann noch ein Formationshaus, Scholastikat. Und ich hatte auch Bekannten, Freunde, die auch bei den Patres waren. Und das hat mich auch gezogen. Ich wollte eigentlich nie Diözesanpriester gehen, das hat mich immer mehr Gemeinschaftsleben angezogen. Und so bin ich mal während den 2 Jahren, wo ich als Infirmier geschafft habe, da bin ich mal nach Buswal gegangen und dann habe ich mir auch froh wirklich seriös gestaltet und dann bin ich auf Orval gegangen. Ich habe keine Menschen gesagt. Ich bin immer gerne auf Orval gegangen. Ich habe die Atmosphäre bei den Trappisten immens gerne gehabt. Nicht nur den Orval Bier, den ich auch gerne habe. So ein Fehler. Die gehört auch dazu, Sachen gehören auch dazu. Ja. Mir habe ich mir wirklich vorgestellt und ich habe die Decision geholt, für bei Jesuspatren anzutreten. Weil da eine Gemeinschaft zu Lützeburg war, wo nach Jungleute waren. Und ich muss so die Zeit als Oberen, die bei den Jesuspatren, die hatten da ein offenes Ohr und noch ein offenes Herz für Jungleute. Ich habe gesagt, wir müssen etwas für die Jungen machen. Und ich war ganz froh und da habe ich dann auch Decision geholt. Da habe ich dort Noviziat beim Pater Ködinger gemacht, dem ich auch ganz dankbar bin. Den hat ja auch viel hier an der Wurzelbildung geschafft. Den hat man auch viel matt auf den Weg in seine Integrität, dann noch sein Sinn für Wahrheit, dann noch sein kritischer Geist, den ich bis heute noch schätze. Ich bin ihm wirklich dankbar. Und dann bin ich dann 3 Jahre auf Luzern gegangen. Dann habe ich
auch eng Person kennengelernt, die mich ganz stark geprägt hat. Ich hatte den Kurt Koch, mein Dogmatikprofessor, dem mich wirklich geprägt hat, an den hat man mich den Horizont für das Leben und auch für die Schönheit vom Glauben abgemacht. Dogmatik war immer mein Lieblingsfach. Ich muss so eine Haut von Bücher rauskommen über Dogmatik. Die lese ich ganz gerne, noch an seinem Grün. Geht mir immer darum, den Lien zwischen Glaube, Leben und noch Gesundheit. Ich habe immer die Sensibilität für Gesundheit und dafür bin ich auch ganz gerne immer mit Leuten zusammen und ich arbeite gerne mit Leuten und noch viele Leute, die krank sind und die mehr am Rand von der Gesellschaft sind. Und unter anderem bin ich auch engagiert beim Médecins du Monde. Leute, die auf der Straße sind, da sind ganz lieb Leute und gut Leute, kompetent Leute, Doktoren durch den Dr. Bernhard Thiel, sind ich da hingekommen, weil ich war ja auch 16 Jahre lang Aumônier zu Esch, mit dem Schwergewicht Palliativmedizin, Palliativbegleitung. Ich war Aumônier da, wo ich stirbender Begleitung auch noch, ich war ganz viel an der Psychiatrie, sodass das mir eigentlich leid, wie gerade mit den Menschen zu schaffen, an den Menschen noch ein Rekonfort zu gehen aus unserem Glauben, für die Menschen, dass sie die auch eine Hilfe kriegen und dass sie auch an ihrer Würde bestärkt gehen. Du wären wir am Anfang schon beim Thema auch Oktavprediger. Ja. Schönheit vom Glauben als Thema von unserer Oktav. Ja. Und wir sind schwere Zeiten am Moment. Ja, Also jeder ganz reden, schwer. also Ja, solche ja, Leute, die ja. Rand von Ja. der Gesellschaft leben sicher viel mehr. Ja. Mehr als ganz Gesellschaft aus dem Kopf an. Ja. Erlebt Sachen, die in sich für Jahren noch nicht erträumt hat. Was für eine Rolle hat den Oktavprediger an den Zeiten, wo es so schwierig ist, wo vielleicht viele Leute hinkommen, man denkt froh, mit Frohen, sich ein Rekonfort an Dinge predigten, sich ein Rekonfort bei der Mutter Gottes. Wie geht den du da als Oktavprediger? Ich freue mich auch immer, wenn den Oktavprediger oben steht, die predigt, was du zu sagen hast. Erstens, wo finden die Wörter, die du siehst? Zweitens, kommen die unten oder merkt den auch oder merkt ihr, ob sie auch kommen? Wie ist es am Kontakt mit, wie finden du die richtigen Sachen, die richtigen Wörter, die die Leute auch innen auf der Stil auch etwas bringen? Das ist ein ganz gut froh. Also, ich kann vielleicht so, wie das gegangen ist. Der Kardinal hat mich letztes Jahr gefragt, für Oktavprediger zu gehen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, der Moment, dass du kannst noch nicht nee sagen. Und ich bin doch gerne mit frohem Herzen angehauen. Und dann wäre ich aber schon emotionell ganz berührt. Weil Oktavprediger, ich weiß, du lauscht dort Hitverein, oder nicht Hitverein, aber viel. Und gucken auch viel eng auf Fangeren, oder wenn eine Wurzel viel sieht oder Wurzel Mann. Aber ich würde, du musst dich nur der Situation stellen. Und da sind ich auch, wie ich zu Clairefontaine war, ich bin mich einfach ruhig an der Kapelle sitzen gegangen. Kardinal so doch, du bist frei, du kannst das Thema sichern. Und da habe ich evaluiert, letztes Jahr war das Thema, einmal war alles ernst, dass man Milli Hellers, man kann probieren, mal das Thema weiterzuführen. Das ist mir wichtig, mal auch immer eine Kontinuität. Geht weiter, geht ernst das weiter. Aber was brauchen die Leute an der Situation, wo einmal alles ernst ist? Aber wenn ich wie du schon gesagt habe, ich bin Dogmatik ganz gern Glaubenslehrer. Viele Leute von die hören Dogmatik, das ist etwas Enkariertes. Nee, so etwas Enkes. Nee, für mich ist Dogmatik ein Fenster, ein offenes Fenster, die op muss sein für alle Menschen, für das Geheimnis, was wir Gott nennen. Das ist für mich Dogmatik. Ja? An der Philosophie, an der Theologie sagen wir, Gott ist die Guten, Gott ist die Wahren, aber auch Gott ist die Schönen. Und wenn ich gedacht, wenn du über Gott die Gute schwärzt, dann noch über die Wahren,
dat geht dann immer so als Moral ugeholl an Leiit schon méi wie genug, wann se so eng Moralpredigt kreen. Ich will bestimmt kein Moralpredigt halen. Und du sinn ich bei dem dritten Aspekt ukom, an dat huet mich ugeschwert Scheinheet. An ich mengen all Mënsch as fasziniert vun der Scheinheet. An Quell vun all Scheinheet, dat ass Gott. Aber wenn wir op der echter Seite der Bibel gucken, die Schöpfung, wie Gott Wälder schärfen huet, dann alles as gut an das Schein. Dass man mal lehren den kloren, den schönen Blick kreen op Leben insgesamt. Ohne Lummel direkt op Gott. Dass man egal wo wir uns positionieren, dafür reden ich auch immer nicht an meine Predigten Umfang, ich will auch gerne die Leute aussprechen, die der Kirche distanziert stehen und die auch verletzt goufen von der Kirche, weil oft ist es ja so, da bleiben die bei den Verletzungen stehen. Ich verstehe, wenn etwas mal weh tut, dann tut es mal weh. Ja, da kannst du einfach so, no, das ist nicht schlimm. Dass man aber trotzdem, wie bei der Fenster, dass man die Fenster groß abholen, es gibt noch nach anderen Aspekten, gerade dadurch, ja, das soll eine Ressource sein, für dass ich mit dem Negativen, mit dem wir immer nicht konfrontiert sind, auch besser kann umgehen. Weil letzten Endes, das ist wie an einer Therapie. Ich muss aber lehren, können weitergehen. Es soll eine Hilfe zur Selbsthilfe sein. Und da probiere ich mit den Predigten Impulse zu gehen, wo die Leute sich sollen rumfangen. Mir ist es wichtig, den Verstand und das Herz von den Leuten anzusprechen und das Leben insgesamt, das, was wir leben. Ja, das ist schön. Mir nicht einfach. Das ist nicht einfach, ja, ich weiß das. Und das alles findet ja hier an der Kathedrale statt, Ja. oder hier am Hafen. Ja. Wir sind hier am Bischerzelt, da gehen eine Party, auch Ja. Bischer, die engem auf dem Ja, Weg, ja. ihn auf dem Weg begleiten. Du bannen erlebt den Moment vor Ruhe, weil die Kathedrale bedeutet noch immer den Moment vor Ruhe, loslassen, nolauschen, etwas abholen, etwas du mal da machen, was den hört. Aber also lohn und paar Jahre, wo wir als Erwachsenenbildung nicht hier waren, merkt den aber schon, dass sich auch die Bahn geändert hat. Ja. Es sind viele Leute, die nicht mehr da sind. Ich soll mal, mir fällt auf, dass ein gewissen Alterspegel da als Jungleute sind Männer da, viele Männer da. Kommen die wieder dann, wie oder wie erreicht den mit dem, was den da sieht oder meint, gut zu sagen, wie kann den dabei die Leute kommen? Wie kann den, wenn sie nicht mehr den Weg hier finden oder finden den anderen Weg für Beise zu kommen, auch als Oktavprediger? Also ich probiere, die Leute haben gesagt, ja, du gehst damit das Ding Oktavpredigten her, dann ist du dein gemerkt. Nee, ich probiere eigentlich plus ou moins den ganzen Tag hier zu sein. Und noch ein Ansprechpartner zu sein. Ich komme ganz viel hin, für mit den Leuten einen Tasse Kaffee zu trinken. Wenn ich hinkomme, dann setze ich mich mit den Leuten. Das ist flott als ein Austausch. Ein Austausch ist mir wichtig auf Augenhöhe. Und ich sehe die Sache aber nicht so ganz negativ. Ich so ein all gut Begegnung hinterlässt Spuren. Ich habe die Erfahrung am Spidol gemacht. Das waren eigentlich meine schönsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Die habe ich auch erlebt, wie ich hier angefangen habe mit Oktavpredigten. Da sind Leute auf mich durchgekommen. Oh, Pater Klein, 24 Jahre hat meine Schwester begleitet. Ich habe ihn nicht mehr gekannt. Ja. Oder andere, die krank waren, die bei mir gekommen sind. Das ist nicht mehr, das ist nicht immer so. Wir haben lassen mehr, wie wir mengen. Und geht auch die Glaubensverkündigung geht vielleicht nicht immer über die klassischen Schienen, wie wir das immer gemengt hatten. Und ich meine, da ist der Punkt, wo wir auch als kritisch müssen vorstellen, wie das letzte Thema war, wie wir alles ernst das hier. Fuhr man auch immer auf dem Gleis 4 und wir sollen 4 fahren. Ja,
aber nach op dem alle Gleis. Ja. Ich so ich si Loweni vun Hai op bei mein Auto op de Glasi gang an Hai war net ganz viel lass Ja. demëttech. An Kindigs wies die so Ja. voller Leid. An du Ja. kom mir de Gedanken mis eigentlich die Mutter Gottes du netm here weh ab de Glasi fannen durch de Park bei die Jung, die du so sind, die vielleicht viel frohen nun, die du eng dämpen so dat Lo einfach so, die relax du mat nie sinn, die feieren. Aber die net hinkommen. Ich fand die immens. Ich fand die, ja, mir musste bei Leiit go. Ja. Ja. De Propst se ja auch gi du den Rand von der Gesellschaft. Und das meist alle gut normal vorstellen, wo gehst du? Oder ist so noch immer, also ich muss mir dat für alle mal selber so. Wo ist du auch Freunde, wo ist du Bekannte, wo ist du Menschen, die der Kirche distanziert sind. Nicht, dass man immer nimmen so ënnert Eis auch sind. Die Klauen. Und die Klauen, die mir auch an der Kirche sind, das Gift. Da wird dann noch Murcht ausgeübt und dann den anderen, den Ernst, das ist, der gehört nicht zu Eis. Und das ist auch schon eine Form von Missbrauch. Weil den anderen ernst ist als wie ich. Und dann komme ich mit dem Bild von der Fenster. Ich gebrauche noch ganz viele Bilder an meine Predigten, weil Jesus tut doch immer, wenn er von Gott geschwärzt an der Gleichnisse hat den Bilder gebraucht und an einem Bild da gesagt sich echt Ein Bild soll mal einen Horizont abmachen und mich auch an der Tiefe von meinem Herz berühren. Aber das ist ganz richtig, von das Bild sogar, also auch die Erfahrung da, am Glasi mit den Jungen, die da wie sitzen. Ja, was ein Approche immer. Yep. Ich meine, du hast auch das Jugendpastoral gefragt. Und er sagt, vorstell, was machen wir der Jugendpastoral? Ja. Und unsere Paaren, und noch wir haben von der Diözese ein Jugendpastoral, da sind da wirklich mal sich vorstellt, wie kommen wir um die Jugendlichen ran? Oder das ist mir auch zum Beispiel immens wichtig, dass die Jugendlichen Kontakt auch haben mit Menschen, die am Rand von unserer Gesellschaft sind, die krank sind. Ich fand auch zum Beispiel Flotlo Muras Krankenandacht von der Foulard Blanc. Ja. Da sind auch ganz viele Junker, die denen Kranken, denen Behinderten, denen Leid helfen. Und das sind Erfahrungen, die müssen auch Jungleute können sammeln. Und das ist auch eine Erfahrung von Glauben. Sind zuständig für die Formation, spirituelle Begleitung von den Diakonen. Und da sind nicht immer die zwei Dimensionen sind immer wichtig. Wir haben einen Dienst Glauben und der Schönheit von dem Glauben, für die Schönheit zu vermitteln. Und sie auch vielleicht die Angst vor Gott. Oder die einfach nicht etwas machen, für Lohn zu kriegen. Wenn ich tote Mann, ja, da wird schon etwas rausspringen. Ja, Nee. ja. Das lebt, heißt ja, ich meine, das lebt aus Freiheit. Und ein Dienst, also ich bin ein Dienst um Glauben, also der Schönheit von dem Glauben, das zu verkündigen, nicht nur verbal, aber ich muss das doch können ausstrahlen. Ich muss das doch können, ohne viel wieder zu sagen. Ich kann auch durch viel Predigen in Tod predigen. Ja. Das heißt, durch viel Schwätzen kann ich nichts sagen. Wenn ich wenig schwätzen, kann ich vielleicht mehr sagen. Und dann den Dienst Glauben an Dienst aus dem Glauben. Und das ist für mich immer die Charität. Und gerade die nicht vergessen, denen es nicht gut geht. Oder jetzt vorstellen, wo ist die Menschen, die du kennst, die an unserer Gesellschaft sind, an unserer Paar oder Spitäler, und überall, wo ich irgendwie dort kann. Was ein Approche ist zu denen. Und auch für die ist mir auch ganz wichtig, an dieser Zeit, auch von der Pandemie, dass man die auch unterstützen, die am Gesundheitswesen sind. Und auch als Direktor von Altersheimen, von Pflegeheimen. Also die haben es nicht einfach. Nee. Und die brauchen auch eine Stärke. Zum Beispiel ganz selten auch von Direktionen geschwärzt, von den Spitälern, von Altersheimen, Pflegeheimen.
an d'Administratioun, an de ganze Management, fir dat Mënschlichkeet awer nach immer gros geschriwe gëtt an zum Beispiel et derf nie mi vir kommen, dats en eelere Mënsch ke Besuch derf kreien. Do sinn wirklich so do sinn Dozenne gemacht gin. Wann Leiit, die am Ufang wenig dement wären, an der kunden se go ke Besuch méi, am Ufang hatten ze nach hier Famill kant, an dann Hannon oder Pandemien oder en gewëssener Zeit, da kommen se hunn se gonne mir kann, weil se auch nie Kontakt hat. So Sachen dürfen nicht mehr geschehen. Ja, da ha ja den noch wir konnten nicht Abschied holen von Menge Pap oder ja, Menge am zum Beispiel. Und das bleibt. Ja, das also wenn ich bedenke, wie Menge Mom bei Pap gestorben ist, wie wichtig das war, den Abschied. Ja, ein Abschied. Aber wenn ich den nicht kann, nee. Lässt auch bei dem den übrig bleibt. Ja, nee, Menschlichkeit, also Menschlichkeit, also Glauben, Schönheit vom Glauben, baut op den Thomas von Aquin seht, Gnot baut op Natur op. Dat is lo ganz gescheite Satz mit der Techt. Ich muss mal für Techt lehre Mönch gehen. Leer mal Mönch gehen. Wie der Bischof Campbell hat immer gesagt, mach es wie Gott an werde Mensch. Und der tut nicht auch als Seminaristen. Lassen sie mal für Techt Mönch gehen. Lassen sie nicht schon direkt pontifizeieren ja, nee, me dat se op Lützeburg gesot och mal engem kranken den Hënner aufpotzen. Schëllecht mé. Ja, dat so. Ja. Dat se so. Glocke lauten Lograt Grund. Ech muss aber auch so, dass trotzdem also schon gesot soll den rausgun oder du hast gesot mir sollen noch rausgun we nobau van de Beitleit. Mit das awer ho gut Gefühl ha ranzukommen. All Joer. Also mir geht es immer all Joer so, wenn wir heirem opbauen, die schönen Haft, die Kathedral, das für mich so eng Oas und automatisch könnt so filmen, was den erlebt hat, wie klang war, wie so schön ugedogin ist, wie mat Blumen reinkommen ist, das so ein heimisches Gefühl. Und auch das ist immens wichtig. Ich verstehe noch, dass es ganz viele Leute gibt, die immer hier kommen, die ein kleines Mutter Gottes kaufen, eine Rosenkranz oder das so Stück heimisch. Wie geht es dir mit dem Erinnerungsgefühl Oktav? Ja, das sind eine schöne Erinnerungen noch und Kante. Ich sind immer ganz gern an Oktav. Pilgere kommen, Musik, Präzision, Massendinger. Aber nicht zu vergessen auch die Mädchen. Ja. Ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ja. Gute Eisekur in Thüringer, das gehört dazu. Und dann zu summen auch mit den Erna. Einfach auch das Gefühl mit den Erna oder auch die Pele des Jeunes an der Zeit, das war ganz flott. Das war ein Erlebnis, da sind wir nur haben wir uns getroffen und dann sind wir dann den Weg der Deichstadt an die Kathedral gekommen. Und ich meine, das sind auch Erfahrungen, die bleiben. Ja, die gehen nicht mehr fort. Die gehen nicht mehr fort, ja. Und das, der Geruch, die Glocken, der Klang von der Glocken, der Geruch von der Kathedral, die bleibt. Und der geht nie mehr fort. Also, Dr. was etwas Schönes, Theo. Ja. Ich meine, den Titel ist gut gewählt, das Jahr. Und ich wünsche euch an dir weiterhin einen schönen Oktav. Und ich meine, das ist ein schöner Oktav und ich war froh, dass du ein bisschen an der Kehrer gucken gelassen hast. Merci. Den Oktavprediger gesagt, den Oven stehen und der lauscht den Himmel, das ist auch gut von den was mehr geworden. Merci dafür für das schöne Gespräch und wenn du noch etwas zusätzlich so gerne. Ja, ich will aber nicht, dass in der Uhr besteht. Dafür komme ich immer rauf, bei ihr. Ja? Das ist mir ganz wichtig. Ja. Ja, und dafür haben wir auch das Jahr mit dem Service Kommunikation et Presse von Bistum haben wir ja den Pilgerkaffee gemacht. Und das fand ich eine ganz gute Sache. Einen großen Tisch, wo die Leute sich können im Moment hier sitzen oder 2 Momente, Tasse Kaffee trinken, poteren. Gerade morgen war eine richtig gute Ambiance da, wo gelacht ist. Und das passt einfach. Und das ist doch. Und Humor ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig.
hol mir selber nicht so wichtig. Genau, Gut, ja. Vielmals merci, Theo, Ja, das für geht das geschieht, das geht geschieht. interessante Gespräch. Ja, das geht geschieht, ja. Ja, gut.